Also, gehen wir schauen, wo der Hans ist. Es hat wahrscheinlich jetzt aktualisiert. Ja. Sollte ich schauen, ist es weit? Ah nein, das ist nicht weit. Das Grasmütti mit 2 Haus im Sumpf hat. Wo schaut zu den armen Kindern. Ja. Oh. Was jetzt, du Stück Dreck? Das Sound ist einfach oben aus. Das Stück muss ich mir raus filtrieren. Unbedingt. Oh, was ist denn da für ein Krei, du Potze? Hey. Ui. Ich muss sofort etwas futen, du. Tun wir noch das Nekrophagen auch dran. Und dann tun wir unbedingt etwas futen, da. Und den tun wir auch gleich dran. Hey. Autsch. Oh, da haut rein, du. Autsch. Da, ich muss unbedingt so einen Wasserweibabsud machen. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Uiuiui. Ich muss unbedingt so ein Wasserweibau machen. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Da ist es, ja.
unten ist etwas. Oh. Ja, die Spuren kommen da her? Nein. Da vorne. Und dann, da hoch. Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Was ist echt der Hansi? So ein Kobold oder so. Ja. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Kannst du nicht retten? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Wow, das ist gut. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Okay. Cool. Der Hansi, du. Verdammt! Bleib dicht bei mir. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern.
Da oben irgendwo, hä? Ich weiss nicht. Wir müssen irgendwie da hoch, hä? Hartbienen, oder? Ja, genau. Oh Mann, jetzt kommt noch Krabben da. Komm. Cool. Ein Wyvern. Ah, ich hatte noch Wyvern-Absud gehabt, hä? Irgendwie. Aber die sind nicht so, ja, sind nicht so tragisch, die. Einer ist noch einer. Es ist da sicher in dem Nest etwas. Versiegelte Flasche. Ah, das gibt ihm ja auch die Stimme zurück. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Ui. Da kann jetzt da gehen. Ja, das ist schade. Hallo? Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Punterpastillaten. Fertig gefeiert? Ah, super. Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenden Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal. Ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Wow. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, ein Wirkling und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran.
Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Der Hexe, hä? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass 3 Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern. Wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums. So laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Komm mit dir ein bisschen reden mit dem, das ist lustig. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sehr gut. Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Ja, doch, der cool. Genau. Ich bin kein Flegel, hat er meint. Super. Oh. Und doch sicher noch irgendein Biest. Vorsicht! Ja. Vorsicht! Ah, um ein Wasserweib. Plätze ist auch da. Es hat noch einen. Ah. Und die Lute. Ah, schau, Bier, da gibt's nichts mehr zu looten. Ah, ah, halt. Plätze ist da, ne? Hä? Ist das Strähnen, du? Bolzen, dann haben wir.
sollte ich mal übrigens schauen, was ich für Bolzen ausgerüstet habe. Nehmen wir mal die 3, 6, ja. Die Luft ist rein, keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Aha. Hast du deine Meinung geändert, hä? Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jagna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist. Hm? Gib dir den Ruck. Ach, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört, mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen? Die junge Frau. Sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genau so mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so.
Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Niederwe erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwirr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Deal. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch. Ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herren sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Wow. Wow. Absolut. Also, ich bin sprachlos. Super. Super. Und damit mache ich einen kurzen Cut. Und ich fahre natürlich gleich weiter, aber ihr müsst halt ein bisschen warten. Wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. He? Bis dann. Tschüss. Super, ehrlich.